Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kittredge und zu einer weiteren Folge Kittredge Goes Under the Hood. Und es ist tatsächlich schon so weit, ich habe schon das zweite Brautkästchen-Päckchen bekommen. Wer jetzt nicht weiss, was das ist, der darf sehr gerne mein erstes Video, das ich von diesem Brautkästchen gedreht habe, schauen. Weil dort steht, also ich genau erklären, was es ist. So eine Abo-Box und die tun wir jetzt heute zusammen auspacken. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe schon 1-2 Tage, aber ich bin nicht dazu gekommen zum Filmen. Und ich war so nervös und wollte einfach wissen, was drinnen ist. Los! So, wir öffnen die Box. Und hier ist wieder ein Kärtchen. Wieder handgeschrieben, Person. Ey, so herzig. Ein Brautkästchen. Diesmal geht es jetzt um das Thema Zeremonie. Sehr cool. Also wir haben jetzt Anfang mal so ein bisschen beschlossen, was wir dann am Fest wollen, also in einem Jahr. Und wir wollen eine freie Trauung machen. Und ja, also wir sind nicht in der Kirche. Zuerst haben wir eigentlich in die Kirche wollen, dann doch wieder nicht. Und dann habe ich wollen. Und dann war einfach ein Gestürm. Aber jetzt sind wir uns einig, wir wollen eine freie Trauung machen. Und darum bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt so innen ist. Gibt es vielleicht noch einige Tipps und so weiter und so fort. Mal schauen. So. Das sieht schon sehr speziell aus. Also da ist mal Luftpolster. Nett? Ja, gut. Und hier mit Liebe handgemacht. Herzelein. Ist das? Oh Gott, etwas, was wir wirklich. Ist das eine Kerze? Merci. Merci vielmals. Das ist im Fall etwas, was mich wirklich beschäftigt hat. Die Hochzeitskerze. Abgehakt. Verknallt, verzaubert, vergeben, verliebt, vertraut, verlobt, verbunden, verheiratet. Haben wir unsere Hochzeitskerze. Trauzeuge könnt ihr vergessen, wir haben eine. Wuhu. Ganz cool. Und ich weiss nämlich, wo man die bestellen kann. Die kann man auch in so einem Shop bestellen. Und bei ihnen glaube ich auch. Und die sind im Fall noch recht teuer. Also, mega cool. Also, mega cool, ne? Dann hier. Ich glaube, Mist. Ich glaube, die kann man hinten an die Stühle tun. Da steht Mrs. Braut und Mr. Bräutigam. Und hier ist noch nicht genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist für an die Stühle. Mega schön geschrieben, gefällt mir auch gut. Dann schauen, ob man die einsetzen kann oder nicht. Ich muss unsere Innendekorateurin fragen, die das alles macht. Und hier kommt auch etwas für, was ich auch herzig finde, oder Herr Hässler findet es gar nicht herzig. Hier könnte man das Eheversprechen aufschreiben. Ich werde es mal so klammheimlich mal so aufs Pult legen. Vielleicht schreibt ihr dann gleich irgendetwas. Und sonst können wir es uns einfach gegenseitig geben, wir müssen es ja nicht vorlesen. Weil das ist auch so kitschig und so sehr romantisch. Einfach während diesen Trauungen, wenn sich Braut und Bräutigam so das Eheversprechen ablesen, dann muss jeder rennen und es ist so romantisch. Eben nicht so cool. Und ja. Aber vielleicht kann ich ja gleich noch dazu überschnurren, dass er das macht. Hey, ich finde das wirklich bis jetzt sehr, sehr eine coole Box, wo ich wirklich muss sagen, es sind wirklich so zwei, also das hier muss ich noch einmal nachschauen, aber also die zwei Sachen finde ich wirklich der absolute. Und wirklich der hier, merci vielmals. Er spart mir Zeit. Oh, es gibt so viele Kerzen. Hey, mit 1000 Sprüchen drauf. Jetzt habe ich mich nicht einmal entscheiden, ich habe einfach eine bekommen. So läuft's. Und dann hier die gute, liebe Zeitschrift, traut euch, also ich tue jetzt noch nicht alles vorlesen. Und hier hat es einfach eben die Tipps drin und ich muss wirklich sagen, ich finde das wirklich ungebig. Also mir tut es wirklich sehr, sehr gut, weil es gibt manche Sachen, die ich gar nicht daran denke. Und es hat auch immer, eben von Bloggern, haben sie noch so Tipps und so, und dann kann man auf diesen Seiten noch nachlesen. Und, also das ist wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe mega Freude an diesem Brautkästchen. Also für mich persönlich ist es wirklich Entspannung bis jetzt. Es hat wirklich super Tipps und Tricks. Hei, wundervoll. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Und ich freue mich schon auf die nächste Box. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Und ich muss mir jetzt überlegen, bin ich da überzeugt, das zu brauchen hier. Kommt mir schon etwas in den Sinn. Bis gleich, meine lieben Leute.